Geht da was? Pixeln, Birgit, da war ich tatsächlich gewütet. Guten sollten denselben scheiß Namen. Grüß Gott, Birgit, habe die Fichterli. Servus Aquilect, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus und habe die Def. Merci für dein Lurk, für dein Work, Lurk. Vielen lieben Dank. Wie geht's euch? Hat's gut in die neue Woche gekommen? Ich hoffe doch. Ja, ich los mir auch nach einer Woche, nach einer knappen Woche. Gib mir auch mal wieder die Ehre des Streamens. Ja, ich hab mir jetzt einfach am Wochenende mal eine Auszeit genommen, das war bitter notwendig. Aber ja, jetzt rumpelt man wieder dahin. Aha, Fichterli hat einen Stummfilm. Okay, gut, der ist noch in der Arbeit vermutlich. Aber das macht ihm nichts. Kann man jemand Fichterli begrüßen. Machen wir es so. Neue Nische auf Twitch. Achso, du meintest mehr. Achso, okay. Das ist Stummfilm, ist jetzt der Shit. Ja, wir gehen ab jetzt vom bayerischen Mundart weg und machen einen bayerischen Stummfilm. Kappa. Ja, das ist, glaube ich, das ist noch unerforschtes Gebiet, wenn du mich fragst. Mit meinem Anfang. Ja, ich war eine Woche weg. Was erwartest du, dass ich jetzt da voll vorbereitet bin, oder was? Aber gut. Leider ist es zauberhaft bei euch. Fichterli, hast du schon Feierabend? Wie schaut's da aus? Wie in den uralten Filmen. Ja. Dann müsste die nur noch einen Schwarz-Weiß-Filter über die ganze Szenerie da legen. Ja? Dann wird's wie in die 70er. Party ist los, kennen sie nicht mehr aus. Ja, hast du was anderes erwartet von mir, oder was? Hast du ernsthaft jetzt irgendwas anderes von mir erwartet? Dass ich voll dort sogar mein Greenscreen ist kaputt. Da habt ihr seht jetzt nicht gescheit. So. Oh, Greenscreen kaputt. Aber nichts, was man nicht richten kann. Aber gut. Bin halt einfach gegangen, mir hat's gereicht. Qualität, Skill, Unterhaltung. Ja, das mit Qualität und Skill, über den Punkt reden wir nochmal. Über Unterhaltung, okay, das nehmen wir. Professionelles Pro-Gaming, erwarte ich. Ja, da bist du 40 falsch. Birgit, da bist du 40 falsch. Bei mir gibt's alles, aber mit Sicherheit kein professionelles Pro-Gaming. Das Übliche halt. Das Übliche. Na gut, schön, dass bei euch soweit es zauberhaft ist. Das freut mich natürlich zu hören. Was war los? Warum Abstinenz? Was heißt Abstinenz? War ja eigentlich nur am Wochenende nichts. Ich habe dringend einfach einmal ein bisschen eine Pause gebraucht. Es war die letzten 3-4 Wochen ein bisschen sehr stressig. Zum einen wegen meinem Beruf, zum anderen wegen der Baustelle, zum anderen wegen ein paar private Sachen, die da ein bisschen viel in meinem Kopf rumgeschwört ist. Und dann habe ich mir gedacht, es ist mir am Mittwoch schon eigentlich nicht nach Streamen gewesen, hat man vielleicht auch ein bisschen an meiner Stimmung gemerkt. Und dann habe ich mir gedacht, hey, du am Wochenende, das bringt nichts. Nimm da einfach mal ein paar Tage frei. Hast mehr davon. Erstens einmal kann ich eigentlich nicht das geben, für was ich eigentlich da sitze. Ja, weil ich habe keinen Bock nicht drauf, dass ein Gast da denkt, hey, was ist mit ihm los, warum geht er überhaupt live, wenn er nicht so wirklich der ist, der er halt eigentlich ist. Ne? Ja, und deswegen haben wir gedacht, ich nehme jetzt einfach am Wochenende mal eine kleine Auszeit.
Muss auch mal sein, ja, für das, dass der Umbau vonstatten geht, bin ich eigentlich verhältnismäßig öfter live, als ich das vermutet hatte. Ja. Wer weiß, wie lange das noch so ist, das kann sich ja wieder schlagartig ändern. Aber ja, ich war heute wieder beim Arzt, bin die Woche wieder krankgeschrieben, körperliche OP-Nachwirkungen, sehen Sie jetzt was. Okay, es wundert mich tatsächlich, dass das bei dir so lang dauert. Bei mir war noch 3 Tage nachdem ich vom Krankenhaus heimgekommen bin, war Ruhe. Also ich habe tatsächlich keine Nachwirkungen nicht gehabt, keine gravierenden. Natürlich, die Nosen, das dauert eine Zeit, bis das die komplett frei ist, aber so wie bei dir war es bei mir nicht. Leider für die, in dem Sinn. Ja, aber wird auch werden. Ja, tu dich nicht runter, alles wird sich richten. Früher oder später. Wenn nicht vom Doktor, dann von selber. Eins von beiden. Naja. Genau. Jetzt haben wir den gehabt, jetzt werden wir heute in Wolong weiter. Elden Ring hätte ich zwar auch Bock gehabt, aber haben wir jetzt am Mittwoch noch gespielt gehabt. Der ganze Guide, by the way, ich sag's Name dazu, der ist bisher komplett auf YouTube, die ganzen 3 Watts. Mehrere werden folgen. Ja? Also nur für den Fall, dass es noch jemand nicht mitgekriegt hat oder das nachspielen will, schaut auf meinen YouTube-Kanal vorbei, da könnt ihr die ganzen Watts reinziehen. Ich habe halt während der OP viel Blut verloren und danach halt, und das merkt der Körper anscheinend, Blut zapft. Ja, das kann schon sein. Ich weiß nicht, wie lange der Körper braucht, um Blut zu reproduzieren. Das weiß ich nicht. Ja. Ich hab's leider versammelt, einen Doktortitel zu machen. YouTube. Richtig. Sag mir jetzt bloß nicht, du hast da nicht mitgekriegt, dass ich einen YouTube-Kanal habe. OnlyFans ist doch lukrativ. Weiß ich nicht, ob das so lukrativ ist, wenn ich da oben ohne da sitze. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, laut Twitch-Richtlinien darf er das sogar rein rechtlich. Als Mann oben ohne da sitzen, glaube ich, das dürfte ich sogar. Aus Twitch-Sicht. Ich glaube, nur bei Frauen ist es unerwünscht. Was auch ein kompletter Schwachsinn ist eigentlich. Aber okay, das ist, ne? Wer? Hobbytiere, grüß dich gut. Ist fit bei dir. Aber nein, ich verzichte auf OnlyFans, okay? Und dafür gibt's die. Ja, okay, Fichterli, OnlyFans, wann und wo? Kappa. Big Kappa. Naja. Na, wie gesagt, ich möchte halt in Wolong weiter tun. Ich hoffe, ja, was heißt, ich bin gespannt, wie weit das wir schon haben und was uns noch erwartet und wie weit das Spiel generell noch geht. Ich habe keine Ahnung. Der Rappi hat beim letzten Mal gemeint, dass er glaube zu wissen, es hatte 7 Kapitel, wir haben jetzt im 5. Wir haben alle Nebenmissionen letztes Mal noch gemacht, das weiß ich sogar noch, wir haben jetzt wieder in der nächsten Hauptmission. So wirklich Probleme haben wir das letzte Mal nicht gehabt, wir haben ja irgendwie gefühlt jeden Boss gewonnen-tried, ja. War also jetzt nicht wirklich was, wo wir gesagt hätten, da hängen wir jetzt ein wenig fest. Schauen wir mal, wie sich das weiterzieht. Ne? Alles flauschig, sehr gut, das hört man gern. Bei mir, ja, ich müsste nur meine 2 Marker da abpicken. Ansonsten, weil das da unten seht ihr ja, ne? Das ja ohnehin nicht sein. Wenn ich so da sitze. Aber ich paar Symptome und da schaut er nach Eisen, Entzündungswerten und roten Blutkörper. Ja, wenigstens geht er vernünftig noch, weißt du schon? Wenn so einer war, der dem was wurscht war, der hat sagen, ja, mei, komm von der OP, scheiß dich nicht an. Also von daher, gib mir ihm schon mal Props geben, deinen Doktor, ja? Er geht vernünftig noch. Aber Ungraufer geht nicht nur mal Alpiner, weil es im Gesicht bleibt. Das wird auch noch anders warten, wenn einmal Zun sich aus der Gleitzeit. Zun ist ja noch in der Gleitzeit momentan. Ja? Ich weiß zwar nicht, wer den Schmarrn genehmigt hat, aber wenn die Sonne mal aus ihrem Urlaub zurückkommt, dann wird deine Blässe ganz schnell verschwinden. Glaubt mir das. Das wird jetzt garantiert wieder so werden, dass wir uns jetzt im April beschweren, dass es so kalt ist und spätestens in 4 Wochen, merkt ihr meine Worte, oder sagen wir 6 Wochen, wenn es Juni wird, beschweren wir uns alle, weil es zu heiß ist. Merkt euch meine Worte, war letztes Jahr genau das gleiche. Da haben wir alle im Sommer geschimpft, boah, leg die scheiß Hitze, ich halt's nicht aus. Und es war verdammt heiß letztes Jahr. Und ich habe im August damals gesagt, wart's ab, in 4 Wochen schimpfen wir, weil es hängt. Und genau so war's. Und das ist jetzt wieder genau dasselbe. Jetzt schimpfen wir, weil es nicht warm ist, und wenn es warm ist, schimpfen wir, weil es nicht kalt ist. In 2 Wochen also ist grün, das platzt über Nacht. Oh ja. Oh ja. Ich merke es ja jetzt schon, wenn man rausschaut. Jetzt werden die Wiesen und Bäume langsam wirklich grün und nicht mehr braun. Ja, also das ist das Positive am Regen, aber ja, wird so werden. Nein, ich nichts braun, ich werde nur rot und nichts anderes, will ja nicht braun werden. Achso, okay, ja gut. Du bist quasi entweder Alpina Weiß oder halt Mr. Krabs Rot. So quasi. Okay, super, perfekt. Du hast schon wieder was falsch gemacht in deinem Leben, Birgit. Zwar nicht so, dass du das beeinflussen kannst, aber naja.
Freunde, genug gelabert. Ich glaube, wir schauen mal in-game. Der hab später gar nicht aufgemacht. Der sagst du schon wieder. Vorbereitung ist halt einfach mal alles im Leben, gell? Kannst nichts anderes sagen. Kannst nichts anderes sagen. Es wird nicht mehr anders in dem Leben. Einmal mit Profis arbeiten. Das gute Alpinerweis bin auch so ein Kandidat. Meine Güte, schreiben ist halt nicht. Macht nichts. Musst eh nicht schreiben können, musst nur schauen können. Das ist das Wichtigste. So. Stream Marino heute bis etwa 19:15 Uhr, maximal 19:30 Uhr. As always unter der Woche. Ja. Ihr wisst es, da machen wir nicht, da übertreiben wir es nicht allzu stark. Es wird auch so werden, ich werde am Mittwoch nicht streamen. Warum? Nicht, weil ich wieder irgendeinen Burnout schiebe, sondern weil ich einfach fucking Spätschicht habe. Wir werden uns aber höchstwahrscheinlich dann am Wochenende irgendwann. Aha. Ist das jetzt schon kommen, das? Was ist mit dem Fenster verkehrt? What the fuck? Das schaut irgendwie nicht so aus, wie wenn das passen hat. Moment. Da hol's jetzt. Warum schaut nicht so kaputt aus? Bist du behindert oder was? Ja gut, dann machen wir es halt anders. Mir wurscht. Haben wir auch genug Möglichkeiten. So. Gut. OBS-Update? Na, ich habe nichts getan. Ich habe nichts getan. Ich unschuldig. Das war immer lustig in der Firma, als Braun nur ich quasi gehaut war, für andere immer belustigen. Ich bin froh drüber, kommt gut, wenn man immer schwarze... Ja, stimmt. Ja, du fällst auf alle Fälle aus. Aus. Stream Exe has stopped working. Was? Hoffentlich nicht, Mr. Verb. Hoffentlich nicht. Mr. Lee, hast du heute einen leichten Hang zur Versautheit? Ist das im Bereich des Möglichen? So, erstmal wieder mit der Steuerung vertraut machen, die ich schon wieder über eine Woche nicht gespielt habe, aber werden wir hinbringen. Gut. So. Stream. Ah, okay, ja, dann macht's Sinn. Gut, grätsch mir meinen Tab bis so. Ich gehe ins Bett. Ins Bett. Ah, sehr gut. Gehst du jetzt automatisch zu die Grünen, oder was? Das war aber nicht so cool. Oh, genau, denkt, dass wir die jetzt so triggern kann. Aim for the T. So, wir haben wieder in so einer Drecksburg. Mal wieder. Und der Shia Hu Yuan, oder wie der immer heißt, ist mit am Start. So, erst einmal in die andere Richtung gehen, falls da irgendwas ist. Freunde der Sonne, wir schauen mal dann vom Ton aus. Passt das also? Ich gehe jetzt einfach mal frech davon aus, dass das so passt. Ah, den Deppen können wir gar nicht mitnehmen, ja, toll, zauberhaft. Okay. Ich servier's heute auch nicht mehr. Ah, sag doch das nicht. Wir verstehen ja alle, was gemeint ist. Aua. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ich weiß, waren wir mir da nicht schon mal? Stand hat dann ein Wort mit 5. Stand halt dann ein Wort mit 5 verschiedenen Fehlern drin. What? Oh, können wir den Sneaky Peaky mal? Schau mal. So. Die Frage ist jetzt, warum ist da ein Lord dann? Das heißt wahrscheinlich, man kann da die Schleisen aufmalen. Sage ich das richtig? Aha. Hä, in dem Gebiet waren wir doch schon, oder? Da haben wir doch da unten rumgerannt. Price, Sabitiere, grüß dich.
Alles fit bei dir? Oft schauen wir halt einmal da oben. Irgendwas wird schon geben da rund. Aha, Krokodil ist auf alle Fälle am Start. Der ist Stufe 13, den sollen wir jetzt noch nicht machen. Okay, alles klar. Und dann trainierst du nicht einmal die Autokorrektur, die drin ist. Das sind, Fichterli, das sind Special Effects, okay? Das sind keine Fehler, sondern Special Effects. Die sind bewusster so. Ja, meine Spaghetti kochen gerade. Hört jetzt bloß auf mit irgendwelchen Fressalien da im Chat rumzuwerfen, weil sonst wird zintig. Ja, ihr wisst es ganz genau, was geschlungen hat, wenn der Bazi live geht. Dann hat er in der Regel noch nichts gegessen. Weil es, mit vollen Wampenstreamer ist halt auch nicht unbedingt so das Beste. Oh hey, du hast jetzt gar nichts gesehen. Oder schon mal, das Gebiet kommt mir wahnsinnig bekannt vor. Selber schwimmt mich Hunger heute noch 9 Stunden hocken. Ja, ist Treffergund! Oh. She did. Rangs im Stall, perfekt. Price, mir geht's, by the way, gut. Du Mistnarsch. Ja, mein Zipperball durstig. So, toll, jetzt soll ich mich natürlich wieder auskennen, gell? Warte mal kurz brainstormen, wo wir hergehen. Aber du auf jeden Fall schon mal nicht. Und da haben wir gekommen. I guess, oder? Ja, aber da hinten ist der Krokomon. Okay. Was genau hast du nicht verstanden? Und was haben wir denn gerade gehört? Ich schwöre, ich bin klug. Da die nie anzweifeln, dass ihr nicht klug wart. Bazi Gang immer klug. Ja, der wisst ihr, das ist ja genau das Problem. Wenn ich jetzt vorm Stream mir die Wampen vollballert, dann hänge ich da wie so ein, ne, so ein Schluck Wasser in der Kurve, dann kann ich auch nicht mehr streamen, da wie ich dann so lätschert. Ne? Das ist so ein bisschen der Trade-off, den du als Streamer begehst. Ja, wir müssen in Wahrheit wirklich leiden. Wir leiden für den Content. Kurz bevor du auf das leuchtende Ding gesprungen bist, als du Price gegangen hast, zwecks Essen nach 9 Stunden Arbeit. Es sei dir vergönnt, meinst. Das sei dir vergönnt. Oder meinst du das sonst wie zintig? Das heißt so viel wie sonst werde ich wütend. Oder was heißt, na wütend ist eigentlich nicht, da bin ich schlecht gelaunt. Hä? Müssen wir wieder lang oder was? Da ist Loot. Wo Loot ist, ist meistens was Gutes. Ey, da habe ich mir jetzt endlich der. Ach so, wir hätten da sowieso nicht rum können. Okay, alles klar, ja gut. Was? Wer lootet da? Aua. Au!
Hallo, bist du eigentlich auch wie irgendwas zum Brauer oder schimmelst du den ganzen Tag nur in deiner Ecke umeinander? Da ist erst das Pipperlein, was hältst du da davon, hä? Okay, da hält er nichts davon, sehr gut. So, können wir jetzt da auch irgendwie auf? Müssen wir mich aufgehen, geht nicht anders. Kann man die Tür aufmachen? Kann man nicht. Ja, warte noch, einen Camperer da oben, den kriege ich auch noch. 18 gar nicht noch wieder. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber die kriegen wir schon noch. Da kommen wir hinterher. Super, jetzt habe ich Hunger. Mhm, merkst du was? Du hast nur den Vorteil, du kannst ja jederzeit was machen. Okay, lass mich mal schauen. Da gibt's mir schon wieder sauber 2 Wege. Oha. Da liegt Free Loot, okay. Oh, okay. Also aus was arbeitet der Look jetzt, wenn ich fragen darf? Ah, so kommen wir zu den, so kommen wir da um. Ich brauche irgendwie noch gerade ein wenig verhältnismäßig viel Heilung, aber okay. Oh, jetzt hat's nicht mehr so cool. Aber mich wundert es, dass es da keine Flaggen gibt. Oh, da kann man einen Shortcut aufmachen, das ist auch gut für uns. Ja. Der ist Programmierer für Kläranlagen. Mal einfach. Ah, okay. Ja, nice. Ja, cool, ich hoffe, er hat's taugt. Hat einen Techniker gemacht und jetzt ist er Programmierer. Sehr geil, sehr geil. Ja, schauen wir mal. Hoffentlich hat's ihm gefallen. Ich wünsche es ihm auf jeden Fall. Und vor allem, dass alles gut gegangen ist. Okay, stabil. Oh, leck, was ist denn er dahinter? Ja, er ist der Coco Jumbo dahinter von der Flagge. Das ist schon mal zauberhaft. Um halb 4 ist Nachricht, ich hab keinen Bock mehr. Normal in der Welt eines Arbeitenden. Was, 16? Alter, warum haben die so eine hohe Moral? Ich glaube, da sind wir noch nicht lang. Dann sucht man erst einmal. Aha, wir sollen da um. Sag ich schon, weil da brauchen wir noch nicht durchmarschieren, da hast du keine Chance. Da hinten ist eine kleine Flagge. Da geht's runter. Ah, da müssen wir wahrscheinlich wieder irgendwo eine Kurbel kurbeln, damit da dass so der Wasserstand runtergeht. Und dann müssen wir da über die Treppen dann da unten rein, sag ich schon, können wir. Ja, wenn da schon wieder so ein Windelkopf umeinander rennt, da klang eh schon wieder. Oh, liegt das aber ganz schön viel Schaden gemacht. Da noch einen ins Pipperl, damit ja auch nichts passiert. Siehst du das da? Okay. So, sonst irgendein so Drecksbogenschütze, der wo nerven kann. Sagt es gleich, wie es ist.
Schaut nicht so aus, okay. Ja. Einmal schauen, Freunde der Sonne. Nur einmal schauen, da oben ist auf alle Fälle Kisten. Mir wundert's, dass da noch nichts gewesen ist. Der wir da erst einmal die Flagge aktivieren. Ach, das war eher große, ja, tatsächlich. Ja, 2 waren Streich. Weil warum nicht? Ah, der hat's gar nicht mitgekriegt, dass wir angegriffen haben. Okay, auch recht. Ich wollte gerade sagen, könnten Sie den Bogenschützen bitte angreifen? Dankeschön. Okay. Da ist die Kurbel, oder? Ja. So, die Schleisen haben wir aufmachen. Ja, da der Lucky für Schleusentechnik, ne? Freunde der Sonne. Ja, einen Schlamm, warum nicht? Schlamm ist gut für Taut, habe ich gehört. Ja, da gibt's nichts mehr. Ich finde die Weiber da unflauschig, was auch nicht. Easy. Jetzt hoch, okay. Ja, so ein Item. Deshalb gibt es auf Wacken Schlammbaden, habe ich aber noch nicht gemacht. Auf jedem guten Festival gibt es irgendein so ein Schlammlackern, wo du die reinwerfen kannst. Schonungslos. Ich mag's nicht, wenn es so verwinkelt ist. Sag ich ganz ehrlich, wie es ist. Und Spinnen mag ich auch nicht. Und das Viech da hinten mag ich noch viel weniger. Ich mag eigentlich generell keine Gegner. Vor allem, das ist wieder so ein Rowdy-Britschen, die wo wieder so schonungslos tanky ist. Aua. Könnten Sie bitte chillen, Madame Fischkopf? Ich hasse das Viech. Stirb! Das tut's ja das tut's ja unfreiwillig in Wacken. Mich hat's mal geschmissen. Ja, da landest du, da bist du in der Regel dann noch auch ein bisschen dreckert. Aber nur minimal. Dafür hat's echt Schlagwerte, eher flossenfertig, wenn's mich fragst. Aber ja, Mrs. Wichterli, da bin ich grundsätzlich bei einer. So. Wie schaut's jetzt da aus? Außer krumm und schief. Sehr gut, auf die Leute kann man aufgehen. Jetzt schießt mir erst einmal seinen Turban vom Schädel. Und jetzt Pippalana, weil das Heffe habe ich gehört. Aber was ist hier seine Mission dahinter? Hey, Sie, kann man Ihnen ins Gesicht schießen? Ich frage für einen Freund. Okay, hat er nicht so cool gefunden, alles klar.
Die Hitbox war aber auch wieder aus der Hölle, gell? Er greift ihn unten an, aber mich trifft's. Zupft eh. Aha, die hinten halten Stammtisch. Sehr gut. Aha. Da kann man bewusst einfach, damit man die alle da über den Haufen schießen kann, oder was? Ja, weil der Windelkopf, der mischt sich eh gerade wieder ein. Sagt sich doch gleich, wie es ist. Der soll gleich daherkommen. Haben wir einen Birn gleich Witze, bevor er uns irgendwie querkommt. Da schau her, wie brav, dass er da oben steigt. So, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Wacken ist auch nicht mehr das, was Schlamm angeht, was bei mir anfangs war. Wird immer mehr zur eiskalter Nacht und tagsüber Hitze. Das dann ja, das Klima und so, ne? Wobei jetzt um die Zeit bei der Festival mengen, sag oder wie es ist. Wie jetzt? Sie hat das nicht gespannt oder was? Ja gut, soll man rechts sein. Riley, hau mal die Luft, weil da triffst mit Sicherheit einen Gegner, der wo. Also da unten hinten, aber Hauptsache der Bogenschütze da hinten abgespannt, der sich einen umgeschossen hat. So, da gibt es auf alle Fälle Loot. Loot ist immer gut. Ah, 60 ist gut, da wir den Windelkopf da umgeschossen haben. Oh, da ist einer mit einer meinungsverstärkenden Axt. Ich tue ihm jetzt aber mal ganz gezielt einen meinungsverstärkenden Pfeil ins Oberarschlein schießen. Ich mache das zwecks der Verbindung. Haben wir das hilft. So, jetzt kann ich zumindest schon mal einen von meinen Feuerzauber benutzen. Das ist gut. Den Loot nehmen wir natürlich auch dankend mit. Kleidung eines Taishan-Banditen plus 5, Stufe 3, okay. Kann man in die Bude rein? Natürlich nicht, okay. Hey, sie! Aua. Jetzt rinnt der einfach aus meiner Feierstelle raus. Mir ist das eh nicht gelungen. Hey, so steht zum Grillen eingelungen. Wenn ich gerade vom Grillen rede. Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Pinton aus Tirol. Mr. Saiching, haben Sie die Ehre. Hey, wie kommt man da jetzt rein? Hä? Das ist doch gelungen, da kann man da reingehen. Wieder sei mal. Der Price hat sich die Nudeln ins Gesicht eingehauen. Das wächst dir. Essen wo? Nicht anwesend. So, wie schaut es jetzt da aus? Da haben wir rausgekommen, right? Ja, da haben wir rausgekommen. Stimmt, weil wir einmal dumm haben. Alles klar, 2016 war erstes Wacken stand ignoriert in der Reifenspur am Weg wegen Matsch. Da haben uns andere geholfen, Auto arrangieren, weil nichts mehr. Das ist das Schöne einfach so ein Festival, da halten die alle zusammen. Warum halten die alle zusammen? Weil da lauter Gleichgesinnte haben. Ja? Da haben lauter Vollgasnarische, aber die sind cool. Genauso wie bei uns. Ja? Bei uns sind auch lauter Vollgasnarische, aber sind alles coole Leute. Was lernen wir daraus? Bazigang und Metal haben vieles gemeinsam. So, über die provisorische Chat, das Level verwirrt mich. Ich sag's nicht, was es ist. Komm mal da um einen Moment einmal, ja? Da müssen wir schauen. Sollte das noch nicht gehört sein? Mittler sind die liebsten und hilfsbereitesten Menschen. True that. True that.
Okay, da kommt man von da aus. Wobei, vielleicht von der Moment einmal. Achso, nein, da brennt. Das sind Fireburns. Das ist nicht so gut für uns. Kommt man da so drüber? Auch nicht. Okay, ja gut, dann müssen wir da irgendwie anders hinkommen. Außer es geht da noch nach oben. Aber warte mal da. Achso, nein, da geht's dann nicht wieder da um. Aber über das Hausdach, ja gut, helfen wir am fetten Scheiß, okay. Obwohl. Das kommt sogar gehen. Oh ja, war ja auch 2000, das ist genau gewesen, wie Birgit gesagt haben, wir haben ja nur einen Rollstuhlfahrer dabei gehabt, der hat einen Gatsch bis unter die 8. Ja, aber wisst ihr, für sowas fährt man doch auf ein Festival, damit man Erlebnisse hat. Es war ja langweilig, wenn man auf ein Festival fährt und dann erlebt man nichts. So, okay, Monk, das ist hart gehabt. Da ist das Level hart gecapt, da können wir nicht um mehr. Okay, gehen wir weiter. Aber sowas macht halt, so Erlebnisse machen ein Festival halt in meiner Meinung nach halt auch einfach aus. Ja? Irgendeinen Scheiß muss man mitmachen. Okay. Hey du. Oh, brennt's erst einmal runter. Der macht Booty singen. Boom, Shakalaka, Boom. Vielen Dank für deine 69 Booms. Deine 69 Bits. Danke, der Boom, Shakalaka, Boom. Kann ich gerade nicht dienen mit Boom, Shakalaka, Boom. Wo haben wir denn jetzt? What the fuck? Wo haben wir denn mir jetzt oben? Oh, leck, wir haben da hinten oben gefallen. Ist das der Ernst? Ja, okay, bye. Fichteli mag mit Bubi spielen. Ich hab. Fichteli ist, glaube ich, halt generell ein bisschen leicht. Bisschen leicht zart versaut angehaucht. Noch 5 Tage Festival heule maximal, weil ich nicht mehr kann. Ja, auch dann war es ein richtiges Festival. Ja, du musst daheim kommen und sagen, Alter, ich kann nicht mehr. Aber nicht, weil es schlimm war, sondern weil es geil war. So, warum zum Fick wirft mir das Spiel jetzt da in Buxte Hude aus, ja? Wenn ich doch eigentlich schon viel weiter war. Das ist die eigentliche Frage, die ich mir stelle. Ich bin ein alter Mann. Verstehe. Ich bin gespannt, wie es mir nächstes Jahr noch ein Metallica-Wochenende geht. Freitag, Samstag, Sonntag. Wobei Samstag nichts ist, aber Freitag und Sonntag. Ist jetzt zwar per se nicht ein richtiges Festival, ne? Ist halt ein Stadionkonzert, aber, ne? So, du wieder Brischenpuzzler, jetzt hat's dich aber, gell? Die Zentio. Der Zenke eskalieren auf. Jeder spielt gern mit Baby. Wer was anderes behauptet, lügt. Die Nichts ist so schön weich und squishy. True that as well. Wichterli, da kann er da jetzt auch nicht wirklich widersprechen. So, warum ist die Flagge nicht? Aber ja, der Kapo ist oder was? Jetzt mei. Genau, bleib du weiter im Feuer stehen, weil draußen ist kalt, hab ich gehört. Wehe, du schubst mich wieder ins Wasser, dann hat's dich aber, gell? Der verbrennt einfach nur, sag ich doch. Aber daheim ist doch dann besser nach der Zeit und der Fahrt. Ja gut, München ist ja jetzt nicht so weit, ne? What the fuck, da haben 2 Flaggen aufeinander. Nimm mich.
München ist jetzt nicht ganz so weit. Trick habe ich der, grüß dich. Wie geht's da? Luki und ich saufen nicht, daher war es nie schlimm, aber letztes Jahr ist erstmal richtig gut gepennt, weil wir einen ziemlichen schalldichten Camper. Gut trinken tue ich ja auch nichts, ne? Aber. Weißt du, so Lautstärke und so. Und gerade wenn du halt feier auf die Viers bist, ne? Ich meine, ist jetzt nicht so, dass du das Konzert im Ling anschaust. Das schlaucht schon auch. Aber ich freue mich tatsächlich schon brutal drauf. Ist zwar noch ein Jahr hin, über ein Jahr. Mei, du mit deinem Geschiss, der Dreckstecker. Ja, findest du lustig, gell, da zufrieden. Von Wacken nach... Ja, das stimmt. Von Wacken nach Ampfing, da hast das ist deutlich weiter, das stimmt. Okay. Soweit so gut und selbst. Das freut mich zu hören, Mr. Trick. Bei uns alles zauberhaft. Schön, dass du bist. Ich hoffe, du bist gut in die neue Woche gekommen. Oh, Schwertschwinger. Okay. Da geht's oben. Wo gesehen? Warum geht's da oben? Bin nix und wieder nichts. Ja, perfekt. Du trinkst ein bisschen was. so ein, zwei Glaserl, oder? Okay, und wo weiter? Jetzt haben wir da drüben. Wir haben 60.000 Finanzmittel. Wir sollten vielleicht langsam mal schnell unsere Werte ein bisschen hochpushen. Die Frage ist, wo müssen wir weiter? Wo Flagge? Flagge wo? Da ist eine kleine, die hilft mir nichts. Braucht die große, die ist da draußen, oder? Yes. Wahrscheinlich der Flagge hinten weiter. Perfekt. Ach, du bist auch wieder da, schön. So, jetzt rufen wir einfach noch einen anderen Kasperl. Das Weiberlein. Ja, komm. Weil Fichterli will Bubis, dann kriegt sie Bubis. Da schon her, Matzig. Ja gut, der Bodensee ist nicht ganz so flach wie du, aber da geht schon mehr, gell? Birgit ist aber bei der Hitze aber auch wirklich besser, also ganz ehrlich. Geil, ich war, wie man mir vor 2 Jahren, vor 4 Jahren, holy shit, das ist schon 4 Jahre her, wie man mir vor 4 Jahren bei Metallica waren, ich habe einen einzigen Becher Bier getrunken. Ja, aus dem Metallica-Becher, den sie alle kennt aus meinen Streets. Das mit Glasl ist um mir dringend gerade noch aus die Stor gekriegt, weil das Bier im Infield nicht auch wieder war. Es gibt schönere Brüste. Fichterli, du sprichst halt einfach aus faktenbasierten Themen, ne? Da ist auch eine Flagge. Die Frage ist, wie kommt man in die Bude da rein? Ja, da werden wir an den Hamperer da nicht vorbeikommen. Da müssen wir außen um 100%. Du gibst der Ruhe und zwar auf der Stein. Oh, ich bin jetzt der Flammenschwert-Hellebardenkämpfer. Wie gefällt dir das? Mein Mann lässt fragen, auf welchem Level du gerade bist. Level im Sinne von Stats oder Level im Sinne von Mission? Level 64. Er möchte sich nicht spoilern. Boah, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Mission heißt, ehrlich gesagt. Ich kann das jetzt... Die Flammen des Krieges brennen lichterloh, glaube ich, so heißt die Mission. Da sind wir mal recht nah beieinander, okay. Ja, ist gut. Ist Mr. Hetzer addicted to Wulong, oder wie sage ich das? So, warte mal, da drin war eine Flagge. Habe ich ganz genau gesehen. Die Frage ist, wie kommst du da rein? Die ist da drin. Aber wie kommst du... Ach, da gibt es irgendwie so einen Untergrundweg. Okay, da ist eine Leiter drinnen, das heißt, wir müssen dann immer noch mal nach unten weg.
Sehr schön. Ja, ist ein gut Game. Ja, kann man sich nicht beschweren. Ja, für meinen Geschmack vielleicht ein klein wenig... Oha, da ist ein Geheimweg. Für meinen Geschmack noch ein bisschen zu leicht, aber an und für sich kann man über das Spiel aktuell nicht meckern. Ja, komme ich aber dann ausschließlich zum Fazit, wenn wir mit dem Spiel dann fertig haben. Ja, ganz ruhig, Brauner. Einen wunderschönen Nachmittag zusammen. Ripsi, einen wunderschönen Abend auch an dich. Wie geht's dir? Ich hoffe, oh, Dogo. Ich hoffe, dir geht's gut und bist gut in die neue Woche gekommen. Also mein Counterplay ist halt leider noch nicht so on point. Ich hoffe, das ist verzeihbar. Okay, goldene Zikadenhülle. Zum Bazit. Du hast es ganz genau erfasst. Boah, leck, Alter, ich glaub das... Wichterli, ich glaub das macht man... Ich glaub das macht man zur Gang und Gäbe. Das heißt ab jetzt nicht mehr Fazit, das heißt ab jetzt Bazit. Wichterli, der geht auf die. Der geht absolut auf die. Jetzt schießt man da an, ein Pfeil auf die Dosen, während ich meine Waffen buffen wollte. Haben wir zu dritt schon gerne nicht geschlagen. Wo ist der? Stressig war es, aber jetzt ist Feierabend, da wird nur mehr entspannt. Genauso soll es sein, Mr. Ripsy. Entspannen Sie sich, machen Sie einen Bierle auf oder von mir aus einen Spätsee, je nachdem, noch was Sie gelüstet, und dann lehnen Sie einen zurück. Ich hoffe, ich kann Ihnen einen angenehmen Abend bieten. Ja? Und Pfichterli, danke für deinen Lurk. Muss man jetzt die große Kurbel kurbeln, oder was? Okay, scheinbar nicht. Ah. Ja, das Level verwirrt mich deswegen, wenn man irgendwie alles gefühlt gleich ausschaut. Naja, Alert, also das Bazit. Ja, weiß ich nicht, wie man das in einen Alert verpacken könnte. Haben wir mir jetzt auf der hinteren Seite von dem... Es war ein Shortcut. Es war ein Shortcut. Es war ein Shortcut, dass wir dann da raufgehen können, und jetzt müssen wir über die große Brücke drüber, wo vorher die anderen eine Moral von 16... Ja gut, ich habe aber trotzdem gerade eine Moral von 10. Wie soll denn das funktionieren? Wir müssen jetzt irgendwie auf der anderen Seite sein. Okay. Stimmt, ins Oberlei können wir basteln, das stimmt tatsächlich. Das geht auf jeden Fall. Leute, da machen wir Gedanken. Ja? Da machen wir uns Gedanken. Und mit mir meine ich. Okay. Das ist das. Na, warte mal, wir haben aber woanders. Das andere Krokoviech hat nämlich eine Moral von 13 gehabt. Ich weiß zwar nicht, ob es Sinn macht, dass man Krokodil anzähnt, aber... Ich triff's einfach nicht. Ist aber auch wurscht. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin, so sind wie es ist. Kommt, was da habe ich dir. Merci für deinen Lurk, alter Dauerlurker. Ich hoffe, dir geht's gut. Na, aber so ein Overlay mit Bazit können wir durchaus machen. Das ist eine zauberhafte Idee. Das ist eine zauberhafte Idee. Also der Moment, wenn deine Community zum kontinuierlichen Verbesserungsprozess des Kanals beiträgt, dann hast du Twitch durchgespielt. Sag ich, wie es ist.
So, wir kommen jetzt da... Ah, okay, jetzt macht das Sinn. Da haben wir vorher gewinnen. Ja, okay, ich kenne mich aus. Ich kenne mich aus. Dabei einmal. Beide ist sehr gut. Das hört man gern. Ah, nicht schon wieder so ein scheiß Wuschweib. Weißt du, das ist wieder ein wenig komisch. Die laufen da so zielstrebig aufs Viech hin und dann hauen sie der Fahrt Vollbremse ein und dann denken sie, oh Scheiße, der Gegner ist ein wenig größer wie mir. Ah, die werden lebendig. Jawohl, KVP-Community. Genau so nämlich. KVP... KVP-Bazis. brauchen wir jetzt eine neue Discord-Rolle oder was? KVPler. Das war's so jetzt. Diadem des tyrannischen Herrschers. Aha. Gewerkschaft wo? Ah, das brauche ich noch nicht dafür. Da bin ich noch ein wenig zu klar. Ja, das war doch auch klar, dass ihr lebendig werdet, oder? Was habt ihr gesagt, was passiert? Die sind halt 1:1 kopiert von Neo. Immer zwar jetzt auch nicht sehen, wie man Stor anzünden soll. Ach, die, wenn man einmal countert, ist es vorbei, oder was? Ja, lol. IGB Innung Bazi. Ah, das war Troll, okay. Ja, nein, ich darf eher... Weiß ich nicht. Ich darf nicht Innung Bazi nennen, sondern was weiß ich. Innung geschubst oder sowas. Eltern hoffen für ihre Kinder. Irgendwie so ein Scheiß. Nein, ich sag's irgendwie, wir haben zu wenig Flaggen gefunden. Das gefällt mir nicht. Das war auch nicht geplant. Kriegt man in Dark Souls 3 für das 4. mögliche Ende keine Trophäe? Boah, das ist eine gute Frage, Mr. Werb. Das ist eine gute Frage. Würde mich wundern. Würde mich wundern, tatsächlich. Normalerweise kriegst du... Grüße alle. Normalerweise kriegst du bei den Souls-Spielen für jedes Ende, für jedes alternative Ende eine eigene Trophäe. Ja, ob wir das halt schaffen, da wir da rumhupfen, ich weiß es ja nicht, gell? Ach, die, wenn du richtig hart counterst, dann zerbrechen die sofort. Was ist mit dir zu frech? Wir kennen einen Steuerzenten Kleinstein erleidet Verbrennungsstatus. Quasi? Okay, jetzt können wir da auffahren, aber was hilft uns das jetzt? Eigentlich im fetten Scheiß. Looten wir aber erst einmal da herum alles ab. Ah ja, wow, wir hätten einfach da wieder raufgehen können. Ich greife zweimal an. Na, los mich! Aua! Das ist ja nochmal so eine. Du hast keine gekriegt. Ich muss das aber jetzt ehrlich sagen, ich hab Dark Souls 3 das letzte Mal vor 6 Jahren oder so gespielt. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, welches Ende wo es ist und welche Trophäe du wann wie kriegst. Also ich bin jetzt eh nicht so wirklich der Trophäenhunter. Aber es ist komisch tatsächlich, weil normalerweise, wie gesagt,
Kruzifix, das ist ja schon wieder so verzweigt. Normalerweise kriegst du für jedes alternative Ende immer ein eigener Erfolg. Mhm. Da haben wir außen rumgesprungen, okay. Und da haben wir gekommen, okay. Dann haben wir da hinten gelaufen. Und da dann oben. Und da End auf der anderen Seite ist wieder aufgegangen. Okay, nur zur Orientierung, damit da gleich mal Klarheit herrscht. So. Haben wir das mit? Vergiftete Messer. Ich habe jetzt gar nicht kommen sehen. Bei uns ist jetzt fast schwarz draußen, Regen 10, 9, 8. Ja, mich wundert schon gar nichts mehr. Da geht's nach oben weg. Genau, hau du da mal mit deinem Stecker da drauf, das ist gut. Tun sie dieses. Ich schau dabei von unten zu, das wirst du schon schaffen. Die schafft's nicht. Kommt man nicht nach oben. Hey, Schiebung, wie bist du da aufgekommen? Halt, bitte du den hast, gell? Und du weißt es, Eftel. Also, normalerweise solche Dinge ja, aber da bin ich mir jetzt. Also, wie gesagt, ich finde es tatsächlich selber auch ein wenig komisch. Weil normalerweise, ich weiß von Elden Ring, ich weiß von Demon's Souls, du kriegst eigentlich immer eine eigene Trophäe. Mr. Wert, vielleicht hast du aber ein Ende entdeckt, das was man noch nicht kennt hat. Aber wenn wir schon bei Trophäen haben, Freunde der Sonne, wir werden definitiv in absehbarer Zeit auch heuer noch einen Sekiro Platin Run starten. Eventuell machen wir sogar noch einen Elden Ring Platin Run. Ich will eigentlich die Souls-Spieler allmählich schon mehr auf Platin spielen, weil das, dass ich eingefleischter Souls-Spieler bin. Aber die Frage ist halt jetzt, ich spiele ja aktuell sehr viele Souls-lastige Spiele und ich will jetzt dann nach Wulong zum Beispiel einmal was anderes wieder spielen. Wir haben jetzt nebenbei einen Easy-Mode-Run in Elden Ring laufen, da wo ja jeder Neuling des Souls-Genres jederzeit nachspielen kann. Aber ich hätte schon geplant, also am Sekiro-Run schreibe ich gerade so nebenbei ein bisschen. Den will ich eigentlich schon machen, weil Sekiro eines meiner Lieblingsgames ist. Glaub kann cool werden. Sekiro haben es damals, wie wir das gespielt haben, eigentlich schon gut gefeiert. Und Sekiro ist halt einfach ein Soulspiel, wo ich mich brutal auskenne. Also für Noob-Verhältnisse, ne? Okay. Passt schon, Birgit, merkst du dir, du schwimmst nicht zu weit raus, gell? Okay, jetzt sind wir da, aber uns geht immer nur eine kleine Flagge ab und das war die. Ja gut, da werden wir eh schon maßlos weit davon weg sein. Befürchte ich. Können wir jetzt da einen Shortcut aufmachen, oder? Bloodborne No Level Run möchte ich auch irgendwann einmal auf Platin spielen. Da geht mir eigentlich auch nur eine Trophäe ab. Eine einzige Trophäe fällt mir in Bloodborne, weil ich das damals so gesuchtet habe und einfach random die Trophäen an jemanden zusammengeholt habe. Okay, der schaut zintig aus. Aber Bloodborne hätte ich schon einen Bock. Das Einzige, was mir am Bloodborne ein bisschen nervt, das gibt's nur in 30 Frames. Das gibt's mit 60 Frames nicht. Warum auch immer. Da drin ist eine Flagge, habe ich schon gesehen. Ich habe Schwimmfliegel dabei, sehr gut. Dann kann ja nichts schief gehen. Easy.
Einfach Gegner anzünden. Hat schon geholfen. Den nehmen wir drauf. Easy. Na, was ich demnächst, Freunde der Sonne, kann ich, glaube ich, schon so erwähnen. Ich muss mich mit der Person noch zusammenschreiben, genauer, aber demnächst haben wir ein Multiprojekt. Wer das ist, sage ich noch nicht. Sofern er es nicht selber schon erwähnt hat, aber ich glaube nicht. Da werden wir ein Spiel miteinander spielen. Ist eigentlich längst überfällig, dass wir mal was miteinander machen. Werden wir jetzt irgendwann demnächst mal, wenn eins der beiden Projekte, was aktuell laufen, auslaufen, wahrscheinlich noch wo lang, stellen uns auf alle Fälle mal ein Multi ins Haus. Ja, mal wieder. Oder das heißt mal wieder. Haben wir erst einmal einen gehabt mit Mozart damals. Und jetzt wollen wir nur mal einen. Aber genau das sage ich erst, wenn es fix ist. Wird aber zauberhaft. Wird äußerst zauberhaft. Okay. Ja, das Level wird wahrscheinlich so aufgebaut sein, dass man einmal kommt. Oh, da hinten ist eine Flagge. Sei in dem Fall. Nein, in dem Fall bist das nicht du. Aber das wird bestimmt lustig. Da bin ich mir eigentlich sehr sicher. Kann eigentlich nur gut werden. Easy. Feuer OP. Bin ich gespannt. Ja. Wird aber tatsächlich eher, also das Spiel, was wir uns jetzt gemeinsam ausgesucht haben, wird was Gemütliches. Ein wenig zum Miträtseln, wird super. Könnt ihr euch freuen drauf. Sie haben einen Dank für Warzone? Nein. Aber der Warzone-Stream, den müssen wir irgendwann noch ausmachen. Ja? Da bin ja nicht nur ich dabei, das ist ja ein One-Night-Only sozusagen. Da ist ja der Mike und die Wifi auch mit dabei. Aber da haben wir noch konkret noch keinen Termin, wann wir das machen. Machen wir aber auch noch. Keine Sorge. Der Pro-Gamer Kartoffel-Aim-Squad, sag ich jetzt einmal, ne, um den Ausdruck einmal zu verwenden, der kommt auch noch auf seine Kosten. Weiß er direkt aus. Ins Maul des Löwen. Meine du, wie ich es so gut finden soll. Nehmt's nächstes Mal, ich hab ihn sicher. Aber. Aber. Oh, stirb. Die haben so gottlos Tanky, die wir. Dankeschön. Mario Kart 8? Nein, das nicht, aber das macht man auch definitiv noch. Ein Mario Kart 8 Stream, denn es sind jetzt einige in der Community, die wo Mario Kart 8 besitzen. Ja, wir werden definitiv auch mal, wahrscheinlich über den Sommer hinweg, werden wir mit Sicherheit einmal einen Community Mario Kart Abend machen. Machen wir mit Sicherheit.
Da steht ja noch so einer. Aua. Was hältst du von Thymesia? Ich hab noch nicht allzu viel gesehen davon. Der Hetzer hat das einmal eine Zeit lang gespielt, aber ein bisschen reingelurkt. Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Also, grundsätzlich nicht schlecht. Ich müsste es selber spielen. Ich kann's eigentlich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich will mir jetzt kein Urteil nicht drüber bilden oder kein Urteil nicht drüber fällen, wenn ich nicht weiß, wenn ich es nicht zumindest einmal selber angespielt habe. Von der Atmosphäre her habe ich es geil gefunden, hat sehr an Bloodborne erinnert. Ich kann eigentlich aber jetzt tatsächlich nicht sagen, oder ich kann jetzt nicht sagen, ob das Spiel gut oder schlecht ist. Ich weiß es nicht. Rein atmosphärisch da ich sagen, gut. Ja, aber zu Gameplay-Mechaniken und so weiter, da erlaube ich mir jetzt kein Urteil. Weil nicht selber gespielt. Das sind so viele. Ja, bitteschön. Ich helfe auch gern. Da oben ist eine große Flagge. Easy. Ja, die Groß schaffen es natürlich nicht allein. Grüß einfach, was habt's denn? So, einmal umladen. Generalausrüstung des Weißen Pferds, nice. So, wieder der perfekte Zeitpunkt, um unsere Punkte auszugeben. Da drin ist eine Flagge, okay. Nehmen wir. Sonst irgendein Geheimnis, was wir da lüften können? Aha. Hinterhofschlüssel, der da ist denn? Ah ja, solange es nur der Hinterhofschlüssel und nicht der Hintertürschlüssel ist. Was? Sonst haben wir nichts, oder? Okay. So, mal Flagge aktivieren. Hinterpforten. Nett. Pushen wir Feuer weiter in den. Mehr Feuer ist mehr warm und mehr warm ist mehr gut. Eins großes Flagge geht uns noch ab und drei kleine. Ja, eine wissen wir, die haben wir oder haben wir nicht hingekommen. So, mal schauen. Okay. Ja, Hauptsache er rutscht schon wieder mit seinem scheiß Pfeil umeinander. Da hat er noch einer geschossen, oder? Hast du doch genau gesehen. Merkt euch in asiatisch angehauchten Spielen immer ums Dach rumrennen, weil da geht es meistens nochmal irgendwo auf. Beziehungsweise eine. Das ist wieder so ein Windelkopf. Der hat Moral noch. Okay. Easy. Aha, da vorne ist dann quasi der Boss. Oder wie sehe ich das?
aus dem Duschlurk in den Kochlurk. Dann, ja, weit ausgeschwommen bist du jetzt nicht. Jetzt tust du bitte auch nicht die Finger verbrennen, gell? Sonst kannst du dann gleich wieder ins Bock gehen, das war auch nix. Kommt drauf an, wie die Daoistin auch. Tust du gerade da Bodyshaming betreiben, Mr. Verb? Ah, von da haben wir gekommen, okay. Ha, da liegt da noch Loot. Eingesetzte Drachenheilungstöpfe. Setsch, wir haben schon alle. Für was ist da so fucking Treppen, wenn man in die Tiere nicht reinkommt? Ja, aber der. Au. Alter, das Feuer macht so kranken Schaden, das ist so gestört einfach. Wer kommt so? Alles gut. Aha. Aha. Ja, ich verstehe die Frage schon. Jetzt haben wir wieder am Anfang des Gebiets und jetzt können wir uns mit der Moral mit den Gegnern da hinten aufnehmen, which means, dass das die letzte Flagge ist und gleichzeitig auch die erste, wo es dann wieder heißt, dass da der Boss drin ist. Okay. Ich weiß einfach, wie so Spiele funktionieren. This cake is a lie. Er hat großes Axt. Er hatte großes Axt. Aua. Okay. Jetzt haben wir safe eine Moral von 17, wenn wir sterben. Das sind 3 Moral weniger, wie wir jetzt. 4 Moral weniger, als wir jetzt besitzen. Das heißt, der Boss wird wahrscheinlich eine Moral von 17 bis 20 haben. Ja, okay. Das heißt, wir machen unseren ersten Bosskampf heute. Nice. Aha, der Lubu zlickt schon wieder alles, sehr gut. Oh, das ist er doch gar nicht. Aha. Nix gut. Hey, du hast was im Auge. Ja, perfekt. Bei dem sein Sens ist nur 3 Meter groß. Oder 3 Meter lang wahrscheinlich jetzt nicht mehr, aber. Aber er schaut geil aus.
Er hat verhältnismäßig leichte Patterns. Ja, der ist ein wenig schwieriger zum Ändern. Was soll ich schlupfen? Aber wenn er fliegt, ist er ein wenig garstig. Okay. Au, der ist sehr verzögert gekommen. Okay. Nice. Der ist schwierig. Oh, der One-Eye, den er nicht kennt. Schade. Diesen Boss. Ist das ein Japaner oder Pirat? Ein japanischer Pirat wahrscheinlich. In der Essenz am meisten jede wissen wir nichts. Ja, vor allem wenn es brennt, gell? Ja, aber diesen erster Try. Moment. Frau Mama hat gerade angerufen. Ich muss mir schnell ganz kurz zurückrufen, wie sie die Mama versitzen. Das ist meistens keine gute Idee. Ja, Moment. Ja, perfekt. Ja, diesen erster Try. Der ist aber... Ja, das ist eine Truhe. Aber der ist machbar. Der ist durchaus machbar. Nichts, was man nicht schaffen kann. Was mich interessiert, ob man den löschen können, wenn der entzündet ist. Ob man den mit einem Eiszauber ob man da dagegen gehen kann. Müssen wir jetzt da noch mal herausfinden.
Au. Doppel-Au. Ah, das ist... Den muss ich lernen zum... Ja, perfekt. Den muss ich lernen komplett zum Deflecken. Bin mir eigentlich fast sicher, dass man den mit einem Eiszauber runterbringen kann. Oder so. Du brauchst eigentlich nur in der Mitte stehen. Boah, ich hab jetzt gar nichts gesehen. Boah, der ist heftig. Der Angriff nach 50% Health, wo er dann den Flammending da macht, der ist brutal heftig. Der zeigt unfassbar viel Leben. Jetzt will ich aber mal was ausprobieren. Ich will mal schauen, ob man den mit einem Wasserzauber oder mit einem Eiszauber einfach buchstäblich abkühlen kann. Das ist nämlich bei einem von einem anderen Boss schon. Beim Lubu ist das, glaube ich, nämlich schon gegangen. Und da mir da jetzt Feuerzauber ohnehin nichts helfen gegen den, vermute ich bin es einfach mal so frech und behaupte es. Einfach mit Frostlanze und dann sehen wir es eh. Müssen wir einfach ein wenig rumprobieren. Schauen wir mal. Okay, das bringt scheinbar nichts, eh? Okay, das bringt nichts. Bricht nur unnötig meine Haltung. Ja, okay. Bricht nur unnötig meine Haltung. Ja, wenn jetzt zwei in Folge... Oh, der macht den Angriff sogar vorher. Okay. Der macht er nicht nur in der zweiten Phase, der macht den auch vor Anfang an. Okay. Aber der Angriff ist halt brutal. Der zählt mir, glaube ich, 80% vom Leben. Wenn ich den Kontern kriege, dann schlecht. Oh Gott, können wir uns quasi Magie hier den komplett sparen. Wenn ich das richtig sage. Ja, der kann ein wenig. Der fordert uns ein wenig aus. Sehr gut. Ah, der ist so garstig, der war eigentlich so leicht. Ah, Sekunden spät druckt.
Alter. Damage macht euch gut. Ich weiß ja nicht auf wen ich muss glaube ich meinen Gefährten daheim lassen, weil ich überhaupt nicht lesen kann, wann der Angriff auf mich kommt und wann nicht. Ja, okay, der Run ist eigentlich doomed. Ja. Ich muss meinen Begleiter auf jeden Fall daheim lassen, das bringt mir gar nichts. Der hindert mich eigentlich nur, weil ich nicht lesen kann, wann der Angriff wirklich auf mich kommt und wann nicht. Er springt in den Tee und ich weiß jetzt nicht, kommt er auf meinen Mitstreiter oder auf mich und dann kommt er irgendwie auf uns beide. Das ist ganz weird. Pass auf, kann man den Hamperer daheim lassen? Normalerweise schon. Wie heißt denn der 7 Jahre rum? Hä? Kann man den nicht daheim lassen? Was, wie war's der? What the fuck, den muss man mitnehmen? Ah, wird vorgeschickt. Okay, nice. Ja. Ich glaube, ich wird's einfacher. Schauen wir mal. Oh wow. Ja. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das die Hälfte vom Boss erhöht. Kann durchaus möglich sein, dass das ein bisschen erhöht, aber hundertprozentig sicher sagen kann er das nicht. Super Damage. Okay, zweite Phase.
Ah, gut. Ah, auch nicht. Ah, warum kann ich denn? Ja, wow, jetzt geht's. Oh. Ja, fertig. Alter, die zweite Phase ist kriminell. Ja, fertig. Also verbrannt nicht, aber beim Abspülen gerade noch besser das als wie das andere. Ja, okay, was haben wir da? Der Boss macht Flächenschaden, der wo mir Damage over Time gibt. Und seine zweite Phase ist nicht ohne, da tickt er richtig aus. Da macht er noch mehr so Flammendinger, die wo man Damage over Time machen. Mir wundert es jetzt nur gerade, weil mir hat jetzt die ganze Zeit mein Gottbestie aufgelegt und ich hab's nicht aktivieren können. Wahrscheinlich war meine Haltung voll. Müssen wir mal schauen. Aber der ist nicht ohne, der kann tatsächlich was. Der ist so Lubu-Level, da die so. Really? Oh, da weiß ich auch nicht, da weiß ich auch das perfekte Timing nicht zum Kontern. Der ist auch so dumm, der Angriff. Okay, es gibt 2, 3 Angriffe, die habe ich noch nicht so ganz drin. Okay. Oh! Ach, der hat Zeit? Lol, den wenn man countert, dann bricht er... Dann geht er aus der... Wenn man den Flammenangriff countert, den er jetzt zum Schluss gemacht hat, dann geht er aus seiner Flammenphase raus. Ja, wachsam bleiben. Der ist nicht ohne, der ist wirklich nicht schlecht. Der ist nicht schlecht. Zagerdeibel. Bis einmal im Lernen, Lurk. Bryce, viel Erfolg beim Lernen, Lust nicht stressen und merci dir für den Lurk. Let me see.
Den Stress hast du schon. Durchhalten, Mr. Price. Ist nicht mehr allzu lang. Ja, den habe ich jetzt langsam, glaube ich, drin. Jetzt. Oh. Unnötiger Treffer. 2 oder 3 unnötige Treffer. Okay. Das müsste halt Phasenwechsel sein. Yes. Richtig gut gecountert. Ah. Wallick. Das war jetzt tödlich. Das hätte es jetzt auch nicht mehr gebraucht. Das hätte ich von mir so viel Unnötige. Schlecht. War ich so gut in der Heilung. Perfekt. Oh, das müsste gelungen. Gerade nicht. Nice. 5, 6 Tries? Ich weiß nicht mehr genau. Aber der war zach. Der war zach. Lucky, habe die grüßte. Und danke für den Lurk, Birgit. Guten. Jerry, habe die grüßte. Wie geht's dir? 離れよ、妙斎。下降現状は
ここで終わる男ではない。Oh, der Phoenix war OP. 宋軍の猛進あるところ、常に先陣を切ってきたのは俺たち加工一族。猛徳の道を切り開く役目は我らのもの。兄弟同然の宋兄を狙う奴は俺の意志で仕留めてやる。なれど妖魔と化した拙者を制するほどのお主の戦機、この目で見てソニーがお前を隅に置かねえのがようやく分かった。もはや墳謁に至ろうとも迷いなし。ソニーの天下を一直線に掴んでやる。お前に誇れるようにな。Sehr gut, wir haben einen Phoenix. Wenn das nicht vielversprechend ist. Oh, er lebt noch. Er ist zwar noch blindet, aber... Hey, der Augenopfer hängt nicht dran. Sei, jetzt ist er Pirat. Entschieden. 世話をかけたな。よくぞ戻ってきた。そう猛徳の天下を見るまでは死ねぬ。呂布軍の旗が勝敗場に立ちました。呂不明、早くも矛先を変えておったか。Irgendwas sagt man, dass der Lubu-Name ein Gegner wird für uns. Den sagen wir nicht, den sagen wir mit Sicherheit noch einmal. Der soll mir R sagen, geht das als. Der müsste doch als Chinese eigentlich all sagen, oder nicht? Oh Gott, der war schlecht. I'm sorry. Ja, na, aber der Boss jetzt, der hat durchaus einen Breselfetzen hinten gehabt, so wie der brennt hat. Aber der war nicht ohne, tatsächlich. Ja? Der war tatsächlich nicht ohne. Der hat was können. Man gut, overall haben wir keine 10 Tries nicht braucht. Also glaube ich jetzt zumindest mal, dass wir keine 10 gebraucht haben, aber von den ganzen Bosse, die wir jetzt bekämpft haben in dem Spiel. Big brain time. Krieg's gleich. Von alle Bosse, die wir jetzt bisher bekämpft haben, war einer von den schweren. 酒のせいで出なきゃ遅れは取らねえ。だからあれほど控えようと。すまねえ。Hey, krieg ich verloren, weil ich gesoffen oder was? 命をもって償え。このバカ者が。Das war knapp. 敵徳、命を軽々しく捨てるな。我らの誓いを思い出せ。兄貴、そなたが死ねば私も死なねばならん。ならこの俺が一人であの城を取り戻す。任せてくれ。水臭いことを言うな、駅徳。それがしも行く。私もだ。兄弟の過ちは兄弟で償う。Der ist eindeutig Psupfer und sentimentaler.
Jetzt kann gerade noch, dass sie sich in einen Super Saiyajin verwandelt. 人と義の志ありがたきものよ Warum müssen die immer alle schreien? Weil asiatisch. So, schauen wir mal, ob wir für den Sei und für die Community was Gutes tun können. Wie, Moment einmal, bevor wir jetzt die Hauptmission da weitermachen, müssen wir erst einmal unseren Bildungspfad folgen, ja? 我らがようやくたどり着いた地 Jetzt haben wir bei Nummer 20, da geht es jetzt um Scribblenauts. Scribblenauts sagt man nichts. Ah, halt, nein, das haben wir verpasst. Entschuldigung, bei 21 haben wir. Da will man doch am Mathe nicht sitzen. Shame on me. Option habe ich die grüß dich, kommst perfekt zum Gaming-Wissen. Wir haben bei 21 und da geht es jetzt um Brutal Legends. Man ist ein Muse-Spiel gewesen, oder? Stimmt das? Da geht's auf alle Fälle um Muse, wenn mich nicht alles täuscht. Wo das auch? Ja, da lese ich irgendwas von ACDC. Da muss es um Muse gehen. Okay, passt auf. Das Speichersymbol in Brutal Legends verändert sich an bestimmten Todestagen. Am 19. Februar, dem Todestag des ehemaligen ACDC-Sängers Bon Scott, wird es zu einem Blitz. Am 19. März, dem Todestag von Rand Rhodes, dem ehemaligen Gitarristen von Ozzy Osbourne, zu einem RR. Und am 8. Dezember, dem Todestag des Gitarristen von Pantera und Damageplan, Dimebag Darrell, zu einer Münze. Zauberhaft. Hat das irgendwer gespielt? Hat das irgendwer gespielt? Das hat jetzt ausgeschaut, als da der gleich in die Hosen scheißen. Wer jetzt? Vom Fonsee habe ich die. Ich nenne die jetzt einfach Fonsee, okay? Ich hoffe, das ist in Ordnung. Also nochmal, das Speichersymbol in Brutal Legends verändert sich an bestimmten Todestagen. Am 19. Februar, dem Todestag des ehemaligen ACDC-Sängers Bon Scott, wird es zu einem Blitz. Am 19. März, dem Todestag von Rand Rhodes, dem ehemaligen Gitarristen von Ozzy Osbourne, wird es zu einem RR, also zwei große R nebeneinander. Und am 8. Dezember, dem Todestag des Gitarristen von Pantera und Damageplan, Dimebag Darrell, zu einer Münze. Net to know. So, wir brauchen eine Flagge, mit der wir erstmal reisen. Reisen in die Welt. Wo haben wir denn jetzt? Im Dschungel oder was? Offenkundig. Ja. Zurück in unseren Hut. Alles gut, sehr schön. Das freut mich. Bei dir ist fit? Das ist eine Anerkennung an großartige Musiker. Okay, ja, Brutal Legends war das PS3-Zeit? Müsste PS3-Zeit gewesen sein, oder? Ich meine ja. Weil ich glaube, das hat mir einer aus meiner Klasse, der war da ziemlich hyped drauf, auf das Spiel. So, mal schauen, ob wir was aufwerten können. Ich denke ja, weil wir haben einen Simstall gefunden. Ah, da schau her. 仕事しすぎも考えもんだね。 So, Rang 8 Stahl haben wir logischerweise noch nicht, aber unsere Fernkampfwaffen können wir durchaus auch aufwerten. Und dann werden wir natürlich noch mit unserer Rüstung weiter, sofern möglich. Wie jetzt? Ah, da haben wir. Geht aber jetzt, glaube ich, nur das, oder? Ja, tatsächlich. Rang 8 Leder haben wir noch nirgends gefunden. Okay. Kriegen wir ein paar Ressourcen zurück. Ich bin momentan Elden Ring wieder verfallen, aber ja, passt soweit und selber. Freitag kriege ich ein neues Auto. Was kriegen wir denn für einen Fahrbahnuntersatz? Und ja, Elden Ring, das spielen wir mir momentan auch wieder im Stream. Ein Easy Mode Run machen wir mir tatsächlich. Ich hab das jetzt verwechselt mit Guitar Hero, das Spiel. Nein, Guitar Hero ist nochmal was anderes. Brutal Legends. Ich kann das leider nicht genau sagen, wie und wo das zusammenhängt. Moment, wir haben doch so einen Schlüssel gefunden. Ist der vielleicht für die Braut da dahinter relevant? Weil du hast einen Schlüssel finden müssen? Tatsächlich. Warte mal. Ist das vielleicht... Hey du.
Ah, tatsächlich, das ist sogar der Schlüssel zu ihrem Hinterhof. これでやっと普段の暮らし Kann man da aufmachen, oder? Ja, tatsächlich, geil. Erst einmal also, okay, dann muss man wieder so einen Dreckschlüssel finden, oder was? Ja. Aber jetzt können wir da ja hinten einmal her. Drachenhaare-Essenz, okay, nice. Können wir unsere Heilwirkung erhöhen? Dann, was ist mit dir? Ah, der pennt da einfach, okay. Alles klar. Gut, dann der wir mal die Essenz gleich zu uns nehmen. Perfekt. Elden Ring gibt später wieder und habe jetzt eine PlayStation 5 dafür. Ich krieg einen VW T-Rock 1 von 5. Ah, okay, nice. T-Rock, die sieht man zurzeit sehr viel von. Also bei uns zumindest. Solides Auto. Tatsächlich. Das ist der Schlüssel, genau, das ist der Schlüssel zu einem Hinterhof. Birgit. Der Hinterhof. So, das ist ein Nebenschlachtfeld. Und da haben wir ein Hauptschlachtfeld. Das heißt, jetzt haben wir. Das war das Hauptschlachtfeld, das ist das nächste und das ist jetzt ein Nebenschlachtfeld. Das machen wir jetzt auch noch schnell geschwind, weil sonst was anderes haben wir jetzt dabei eh nicht. Genau. Gehen wir da weiter. Bist du nicht so weit weg? Ja, genau. Stimmt, das kommt noch dazu. Das kommt noch dazu. Nein, T-Rock ist ein schönes Auto. Kann man nicht sagen. Kann man nicht sagen. Ah, es wird jetzt halt so blöd ausgehen. Wird jetzt halt so blöd ausgehen. Aber gut, das hilft ja nicht. Aha, jetzt haben wir wieder in dem Gebiet. Okay, alles klar. Gibt es auf alle Fälle noch eine große und zwei kleine Flaggen. Da hinten steht schon mal eine große. Die Black Pearl Effekt. In schwarz. Also ich hab mir ja geschworen, ich kaufe mir mein nächstes Auto wird definitiv kein Schwarz mehr. Es wird irgendwie was Graphit-Graus, irgendwie sowas. Aber schwarz ist eine richtig undankbare Farbe. Da zeigst du wirklich jeden Scheiß. Da erstmal looten. Looten und bluten. Sigi, habe die Ehre. Alter, geschubster Teufel. Ja, übrigens, ich hab das mit PayPal geregelt, gell? Dass du Bescheid weißt. Ein Fiesta ist auch schwarz, aber den gebe ich morgen ab. Gibt's einen Trag quasi, oder wie? Weiß ist schlimmer. Schwarz und Weiß generell, ja. Aber findet jetzt der nicht auf, oder was? Boah, legt der Moral 17, das hab ich jetzt erst gesehen. Sehr schön. Du hast auch noch weiter verkauft, okay. Ja, ist also einerseits ist gescheiter, weil du mehr Geld kriegst. Aber manchmal hilft es halt nicht. Sitz. Von sich schwarz ist auch eine schöne Farbe. Ich da so lange schwarz darum, bis was Dunkles gibt, so ist es nicht. Aber wie gesagt, von der Pflegeleichtigkeit her ist schwarz schon scheiße. So, ne? Ich hab selber ein schwarzes Auto. Ne? Ich fahr selber einen schwarzen GTI, von daher. Mein nächstes Auto wurde, also wenn ich mir jetzt nächste Woche ein neues Auto kaufe, dann wurde es ein Formentor. Der VZ. Definitiv. So ein schönes Auto.
Also ich hätte ja mal vor, dass man vielleicht nächstes Jahr einen neuen kauft, oder also beziehungsweise einen neuen gebrauchten, ne, weil ein neues Auto kaufen ist so weit, aber wenn er mir jetzt nächste Woche ein Auto kaufen hat, wurde es definitiv der Formentor. Jetzt 2000 Euro investieren, bis du mit 6 TÜV kriegst. Okay, wie alt ist der? Wenn T-Rock Air hat's nicht gelangt. Ja, der kostet dann gleich mal für ein Sümmchen aufwärts. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich habe eher schon geschaut. Du hast die Mail schon gesehen? Sehr gut. Und ich hoffe, dir taugt's dann, Sigi. Kannst mir unbedingt einmal Feedback schicken, wie es qualitativ technisch ausschaut, wie du zufrieden bist damit. Der Krokodil und dann da auf, dann da um, okay. Wer zaubert denn da jetzt schon wieder so frech? Er rennt da schon her. Oh, war der falsche Knopf. Kommt es soweit? Ah, leider nicht. Aber das kann man zurückwerfen, oder? Wenn er mich treffen hat. Au. Okay, das bringt nichts. Dann springe ich einfach mal um. Wie, jetzt kommt der jetzt auf, oder was? Oder besser gesagt, ober. Acht Jahre und 22.000. Er ist jetzt 4 Jahre mit 60.000 Kilometern. Das ist ein Benziner. Benzin oder Diesel? Boah, leck da Hand. Aber es ist auf 4 Jahre 60.000 Kilometer. Das sind aber dann für einen Benziner schon viele Kilometer, wenn du mich fragst. So 35, 40.000, okay. Aber 60.000 auf 4 Jahre, das ist viel. Also auf alle Fälle fake gefunden worden. Momentan haben wir auch schon länger angeschaut. Momentan sind wir sehr heiß. Dann Kamik MC. Sagt mir jetzt nichts. Und ich denke, das wird auch werden. Stellt sich die Frage nur mehr, ob heuer oder nächstes Jahr. Kamik MC sagt mir jetzt tatsächlich gar nichts. Was für. Habe ich. Her heute zum ersten Mal ihre Psy? Hunde? Der T-Rock von Skoda, okay. Von Skoda hätte man einen Octavia RS einmal eine Zeit lang im Auge behalten. Den bin ich auch Probe gefahren. Und der hat mir auch getaugt an und für sich. Der war vom Interieur brutal schön. Er fährt sich halt aber 1:1 wie mein Golf. So, er ist halt ein wenig größer, ja, okay. Aber er fährt sich halt nicht anders wie mein Golf. Und du sitzt da irgendwie nicht recht viel anders wie bei mir im Golf. Ist halt, ne, Konzern. Wie ein Ateca Cupra bin ich auch schon Probe gefahren, letztes Jahr im August. Der hätte mir auch brutal getaugt. Dem hätte ich es nie angemerkt, dass du den fahren kannst wie ein normaler, ja, der lässt sich fahren wie ein Golf im Endeffekt. Der hätte mir brutal getaugt. Bin aber dann zu dem Entschluss gekommen, dass SUV für meine Zwecke fast ein wenig groß ist. Und das, was er mir im Endeffekt das Genick gebrochen hat, der Ateca Cupra, der ist von innen nicht so schön. Also der ist schon modern, aber er kann mit dem Formentor halt absolut nicht mithalten. Also der Formentor hat für mich eines der schönsten Interieurs, was die Autohersteller momentan zu bieten haben. Also muss man wirklich sagen. Und ich finde halt, was Cupra richtig stark macht, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis.
Boah, die Tussi geht mir auf den Sack. Ich fahre ca. 11.000 Kilometer, während der T-Rock ist 120 Euro billiger in der Versicherung, also aktuell 11.000. Ja, schau, aber dann bist du bei. Jetzt sagen wir mal, du fährst jedes Jahr 11.000 Kilometer und hast einen Benziner, der 4 Jahre alt ist, dann bist du da maximal bei 44.000 liegen. Und der ist aber locker 20.000 Kilometer mehr gefahren. Also ich weiß, ich darf man wahrscheinlich nicht. Ich darf mir wahrscheinlich nicht einen Benziner kaufen, der wo so jung ist und schon so viel Leistung hat. Aber das muss ja jetzt nichts heißen. Ne? Also, ich bin halt da immer ein wenig hellhörig. Wenn ich mir heute ein Auto anschaue, sagen wir mal jetzt, ich habe mir jetzt letztes Jahr einen Artikel angeschaut, der war ein halbes Jahr alt und der hat gehabt 2.500 Kilometer oder 3.000, ich weiß nicht mehr genau. Dann ist es okay. Wenn ich mir heute ein Auto anschaue, ein Benziner, der ist ein Jahr alt und hat 20.000 Kilometer, ja, dann ist er fake gefahren worden, dann kannst du davon ausgehen, dass er ertreten worden ist. Weißt du, da bin ich vielleicht ein bisschen extrem. Aber ja, wenn er läuft und wenn alles gut ist, dann voll okay. Ja, aber die Preise sind ja beim RS explodiert. Brutal. Du kriegst einen RS. Jetzt mittlerweile fallen sie ein bisschen, aber dort, wo ich geschaut habe, was der RS unter 40 nicht kriegt. Das war schon heftig. Mei, Tussi nervt. Der zaubert ihn da. Ah, die Heavy Handschuhe. Also nicht. Oh, please. Wo ist denn der Vollidiot, der wo du ständig castet? Warte, ich muss den Penner finden, der wo man da ständig Blitze übercastet, sonst kriegen wir da ein massives Problem. Das ist eher dahinter. Aber da komme ich jetzt auch irgendwie gerade nicht hin. Oh. Alter, wie vergehen Handen da? Boah, Alter, lassen wir mal in Ruhe. Alter, die nervt richtig ab. Oh, please, let me go. Alter. Oh, jetzt reicht's sogar. Wo ist denn der andere? Oh, die nerven anders ab. Oh, die haben zu zweit. Ich gehe jetzt wieder was, dass wir da gnadenlos drauf gehen. Ja. Boah, leck. Ja, geht's mal wieder scheiße.
2 sind zu tanky. Überlegen haben wir auch schon angeschaut, aber ich bin halt auch schon eher in dem Alter, wo ich lieber erhöht einsteigen als eine Grieche. Beim Formentor, den bin ich selber noch nicht gefahren, aber drin gesessen bin ich schon mal und das ist halt schon, allein der ist schon ein Unterschied vom Sitzen her zum Golf, tatsächlich. Und wie gesagt, das Interieur von dem ist halt unfassbar schön. Ob man gerade alkoholfreies Bier auf Dosen gibt, halt läuft es mit Duschen. Ja, lieber einmal 2 wie einmal 2, Birgit. Ich habe meine S4 mit 180.000 Kilometer gekauft, habe jetzt ca. 18.000 drauf gewonnen und bin immer noch voll zufrieden. Das ist völlig legit. Also, wie gesagt, wenn ihr mit euren Fahrzeugen dann auch zufrieden seid, das ist überhaupt kein Thema nicht. Wie gesagt, ihr habt da vielleicht ein bisschen eine sehr extreme Einstellung. Weil die scheiß Missbrechen herrlich. Also richtig auf den Sack. Gleich mal so machen. So. Da wird es wahrscheinlich nicht oben springen, weil sonst kriegen wir wieder eine auf die Nase. Billis Gleitschritt. Oh, leck, Nerv. Oder wie kann ein Viech so lästig sein wie das? Das ist ja geisteskrank. Alter, das sind Endgegner. Die Viecher sind absolute Endgegner. So sagen wir es. Das ist ja sowas Lästiges. Wow, Alter. Okay. Mal schauen, wie es weitergeht. Na, das ist wieder die Passage, da muss wieder 3000 Meter daneben springen musst. Okay. Wieder, gut, fairerweise habe ich die Steuerketten wechseln müssen, da war der Motor halt mal für 2 Mal ausgebaut. Ja, die Steuerketten haben die meisten früher, die schweren Motoren haben da früher mal Probleme gehabt damit. Mittlerweile nicht mehr so. Aber das Problem, ich wollte mal ganz früher, bevor ich mir einen Golf GTI gekauft habe, wollte ich mir einen Golf R kaufen. Weil das preislich drin gewesen war. Und dann hat mein Mechaniker gesagt, lass die Finger davon, weil die brutale Probleme mit der Steuerketten haben. Wo sie dann auch letztendlich da haben. Wo müssen wir überhaupt hin? Wo lang?
Jeder hat andere Einstellungsautos, aber jetzt halt einmal ein VW. VW ist eh ein gutes Auto, abgesehen davon. Kann man wirklich nichts sagen. Nein, Fänge 20 Zoll hier, haben wir auch schon gesehen von BBS. 20 Zoll, weiß ich nicht, braucht's das? 20 Zoll, das ist irgendwie, ich weiß nicht, das kommt mir irgendwie so Overkill vor. Maschine Fang muss, definitiv. Aber 20 Zoll? Ich muss schon mal herausfinden, wo ich hin muss. Wahrscheinlich zu ihm. 生 Hat über meinen Fiesta-Baujahr 2014 nichts gesagt. Hat vorher einen Golf gehabt. Ford 6, das hört mir jetzt auch nichts schlecht. So. Also kann ich jetzt auch nichts sagen. Ich meine, ich bin noch nie einen gefahren. Mitgefahren ja, aber selber gefahren noch nie. Also von daher. Kommt nicht mehr aufs Auto drauf an. Für einen A6 zum Beispiel sind 20 Zoll. Ja, klar, natürlich. Wenn du natürlich so Luxuskarossen hast wie ein A6 oder sowas oder ein X5 oder wie auch immer oder X6 garweise. Klar, da rentiert sich der 20 Zoll wegen dann wahrscheinlich schon eher. Der Mai, also was heißt der Mai? Der Formentor, der hat ja auch serienmäßig 19 Zoll. Von daher. Am T-Rock habe ich auch schon 22 gesehen und dann mit dem KB3, das schön im Radkasten. Ja gut, okay, 22, da war halt das weiß man halt einfach nicht wert. Was kostet so 22 Zoll Reifen, nur der Gummi, da kostet bist du bei 600 Euro pro Reifen ungefähr. Also das war es mir nicht wert. Aber gut. Freunde, wir machen da einen Cut, das rentiert sich jetzt nicht, dass ich noch eine Hauptmission anreiße. Aber das meine ich passt dann für heute. Haben wir einen Boss gesehen und haben ein paar Meter gemacht. Es kommt mir halt immer noch so vor, wenn wir noch ungefähr 20 Stunden auf die Speier aufspielen müssen. Oder kannten. Oder so eben. Wie auch immer. Aber da machen wir tatsächlich heute einmal einen Cut. Ja, haben wir zwar ein paar Minuten eher dran, aber das macht nichts. Wie gesagt, es rentiert sich halt jetzt nicht, dass ich jetzt nochmal extra eine Hauptmission anreiße, wo ich vielleicht 5 Minuten springen habe. Macht nicht so wirklich Sinn. Der LKW hat 22,5 Zoll wegen. Ja, jetzt hast du es aber selber gesagt, der LKW. Ja, der LKW, das ist nochmal ganz was anderes. Also die 20er mit den Reifen kosten mit ca. 5.700 Euro. Mhm. Durch 4, wo haben wir dann? 1400 ungefähr. Mehr sogar. Ja, wobei, nein, um die 1400. Etwa. Bis bei 1500 Euro pro Reifen. Das überlegst du halt. Weil 5.700 Euro haben und nicht haben. Ich meine, was zu ich für Reifen? Für Sommerreifen, das sind 18 Zoll. Zu 500 oder 600 Euro. Sowas. 500 Euro in etwa. Also ein Zehntel davon. Und ich fahre auf die Sommerreifen fahre ich 3 Jahre, wenn es ganz gut läuft, 4 Jahre. Also Sommer, ne? 4 Saison. Meine Radkappen kosten in der Ich brauche bitte einen, der mir einen Satz neue Sommerreifen kauft. Merci. Streamer Birgit anfangen und einen Spendenaufruf für neue Sommerreifen machen. Ich habe für meine neue 19 Zoll plus Reifen ca. 1500 Zoll. Aber Reifen mit Fang. Das ging aber. 1500 für 4 Fang. Sommerreifen vom Fiesta ST haben mir 800 gekostet in 17 Zoll. Das sind halt normale Preise. Ne? Da wo ich dann sage, okay, Kosten-Nutzen-Faktor, wie gesagt, da ist jeder anders eingestellt. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht einer, der nur auf Nützlichkeit schaut, ich übertreibe es auch gerne mal. Warum sollte man wenn es um das geht, dann braucht man einen konformen Tor mit 310 PS nicht kaufen. Da darf es nämlich ein Polo mit 50 PS auch, so auf die Art. Gerade für meine Wege, die ich fahre. Also ich fahre im Jahr vielleicht 9000 Kilometer, aber ich baut mir es halt ein. Ja? Also bei Fahrzeugen habe ich mich noch nie nicht anschauen lassen. Ja? Weder bei Motorrädern noch bei Autos.
Aber gut, wie gesagt, da ist jeder anders eingestellt und es soll sich auch unbedingt immer jeder das kaufen, wo er sich einbaut, da wo er Spaß dran hat, weil es bringt nichts, wenn man irgendwo an einer Stelle spart und man steht dann ein paar Tage hinterher fest, Mensch, das andere war es doch gewesen, auch wenn das ein wenig teurer gewesen war. Das ist meine Einstellung. Also, um das Thema abzuschließen, solange ihr Freude mit euren fahrbaren Untersätze habt, egal ob das jetzt 2 oder 4 Räder sind, und solange ihr gern dafür aufkommt, so ist gut. Scheißegal, ob die Reifen jetzt 200 oder 20.000 Euro kosten. Du baust einen T-Rock ein, dann muss halt der T-Rock sein. Ganz einfach. Brauchen wir nicht reden drüber. Ich weiß, wie das ist. Wenn man was einbaut, muss das auch sein. Am besten noch gestern. Fazit, mehr PS, mehr gut. Unterschreibe ich jetzt einmal so. Ja? Und vorsichtig unterschreibe ich das mal so. Gut, Freunde, jetzt schaue ich mal noch schnell kurz, wer Live Reno ist. Heute lernen wir mal eine neue Person kennen. Ich habe letztes Mal beim Matze kennengelernt. Die hat mir jetzt schon 2-mal aus dem Nichts außer geschaudoutet. Also mir leise mal erkannt, Dankeschön. Ich habe beim Matze kennengelernt. Und zwar ist es die liebe Yuffie. Das ist ein junges Mädchen. Ein sympathisches Mädchen, was ich jetzt bisher so gesehen habe bei ihr in den Streams. Ihr Freund ist bayerisch. Ja, ist ein bayerisch sprechender Mensch, habe ich mal sagen lassen. Und da die scheinbar bayerische Wurzeln hat, dann grätschen wir da natürlich einmal rein und sagen wir mal freundlichst Hallo. Ne? Ich hoffe, das ist wohl sowieso klar, dass der Basigang jetzt einmal ein bisschen die Blutgrätsche auspacken muss, wenn wir irgendwo neu hinkommen. Dazu haben wir einen ganz passenden Raid-Command. Ja? Einmal für Subs, einmal für Non-Subs. Bitte kopieren, was braucht und dann ganz dringend da bei der Yuffie einfügen. Außerdem, sage ich auch einmal nach der Zeit, mache ich meine Arbeit einmal selber ausnahmsweise. Ich habe noch einen Discord-Server. Wenn du jetzt gerade neu bist im Chat, ja, und vielleicht schon mal da warst, vielleicht sogar schon gefollowt hast, dann schau mal auf meinen Discord-Server vorbei. Da kriegst du nämlich alles mit, was mich und meinen Stream betrifft. Du kannst dich gerne mit mir unterhalten und mit sämtlichsten anderen geschubsten Leuten, wo sich da schon mittlerweile drauf befinden. Schau mal vorbei, kostet nichts, darf mir schwer helfen oder beziehungsweise darf mich schwer gefreien. Was mir schwer helfen darf, war, wenn es dann noch einer folgen darfst, wenn du das noch nicht da hast, wenn du das erste Mal oder wiederkehrend da bist. Ja, vielleicht hast du es übersehen. Lilane Herzalmacher ist eine ganz sauerhafte Geschichte auf Twitch. Vielen Dank dafür. Mach mal die 300 langsam voll. Das war zauberhaft. Gut. Dann sage ich merci fürs Zuschauen. Schön, dass du da wart. War Gemütlichkeit. Bis auf den Bosskampf, der war ein wenig stressig, aber hat passt. Sagt's oder lasst bei der Yuffie ein bisschen Liebe da. Wie gesagt, eine sehr sympathische junge Dame. Hat auch schon Support da lassen, obwohl sie mich eigentlich noch nicht einmal kennt. So. Und gehen wir natürlich Support zurück. Ist aber hoffentlich sowieso klar. Nächster Stream, wahrscheinlich irgendwann am Wochenende, kann ich noch nicht hundertprozentig sagen. Das weiß ich noch nicht, je nachdem, was in der Wohnung zum Tor ist. Da sage ich aber, wie gesagt, im Discord Bescheid. Und Mittwoch ist kein Stream, weil Spätschicht. Okay? In dem Sinn, einen schönen Abend, eine gute Woche. Bleibt's flauschig und merci nochmal fürs Zuschauen und für den Support heute wieder. Haut euch rein, pfiat euch, bis wahrscheinlich Wochenende. Wiederschauen.